Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der 150. Folge von Voline. Wir glauben es fast nicht. Und um den heutigen Anlass zu feiern, haben der Oskar und ich einen Gast bei uns. Und in diesem Sinn würde ich Noel Ingold ganz herzlich bei uns begrüßen. Hallo Noel. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, merci vielmals für die Einladung. Schön bist du da. Schön bist du auf Zürich gekommen. Wir wissen, es können nicht immer alle einfach so durch die Schweiz durchreisen. Und vor allem nicht aus Solothurn. Nicht aus Solothurn, genau. Weiten Weg auf dich genommen. Gut, die Zürcher meinen immer, es ist alles so weit weg, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Noel, sag uns doch kurz, wer du bist. Ja, ich bin Noel, 24, komme eben aus Solothurn, bin jetzt Radsportlerin, arbeite nebenbei noch im Büro. Ja, so Cool. ein bisschen das. Das klingt schon mal sehr vielversprechend für unsere heutige Folge. Wir haben dich ja nicht einfach ohne Grund eingeladen, also es wird spannend. Man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, wie Voline und Noel sich kennengelernt haben. Also wir haben uns schon vor mehreren Jahren jetzt kennengelernt durch meine Freundin. Und in dem Sinn sind wir immer mal wieder, wir sind sogar mal zusammen am Velofahren gewesen. Ja, ganz am Anfang, Und ja. dort bist du noch ein bisschen anders unterwegs gewesen als jetzt. Nehme ich jetzt mal an. Und ja, ich bin gespannt, was du uns heute erzählst, was du so erlebt hast, seitdem bis jetzt und was dann in Zukunft noch folgen wird. Zuerst aber wie immer, erzähl uns doch kurz, wie es dir geht und was du in den letzten Wochen so gemacht hast. Hey, mir geht's super. Ich war Anfang Dezember noch in Spanien, konnte dort gut trainieren. Bin dann wieder zurückgekommen. Und ja, momentan mache ich natürlich viel auf der Rolle, weil dementsprechend, das Wetter ist nicht super und ja. Wie behaltest du momentan die Motivation hoch? Gute Netflix-Serien und ja, vorher noch Weihnachtskrömli. Ja, vor Also allem du bist so. in dem Fall eine, die das kann, Film schauen und auf der Rolle eine anständige Wattzahl drücken. Ja, Grundlagen schon. Intervall Okay. nicht, nein. Okay, ja, Nein, das verstehe ich. Ja. Nein, das geht nicht. Und wie war es für dich jetzt so gewesen über die Festtage? Oder wie handelst du das? Machst du dir einen Plan? Oder du hast nämlich auch einen Plan? Ist es hart gewesen, jetzt wirklich am Morgen aufstehen und zuerst ein Training machen und dann erst halt vielleicht irgendwie auf eine Skitour oder Skifahren? Nein, es ist im Fall noch gegangen. Also, ich habe mich eigentlich recht aufs Training gefreut. Also ein bisschen Cross-Training gemacht, also sprich eben Langläufeln, Skitouren. Und ja, ich glaube, wenn du ein bisschen Abwechslung reinbringst, dann geht es einfacher. Ja. Ja, Abwechslung ist eigentlich das richtige Stichwort. Du bist ja ursprünglich aus dem Duathlon bzw. Triathlon gekommen. Erzähl uns doch einfach ein bisschen, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie du jetzt Radfahrerin geworden bist. Also eigentlich hat alles so während Corona angefangen. Ich hatte plötzlich recht viel Zeit gehabt und nicht so gewusst, was damit anzufangen. Und dann habe ich so ein bisschen mit Ausdauersportarten angefangen, sprich Säckeln, Velofahren, ja. Und dann bin ich durch eine Kollegin auf Triathlon gekommen. Und ja, das hat mir plötzlich mega gefallen und dann bin ich dort recht häufig in Trainings gegangen. So hat sich das ein bisschen entwickelt. Und ja, dann Anfangs 23 hat es mir plötzlich nicht mehr so gefallen. Ja, die Lust ist mir irgendwie so ein bisschen vergangen. Oder hast du gefunden, noch weniger Abwechslung? Nur noch ein Sport? Ja, genau. Nein. Hat dir einfach das Velofahren am meisten Spass gemacht? Ja, genau. Also, ich habe es dann so nicht mehr gesehen, irgendwie den ganzen Samstag im Schwimmbad zu verbringen, wenn draussen das schönste Wetter ist. Und ja, dann habe ich so ein bisschen das Velofahren entdeckt, ja. Also das heisst, du bist eigentlich, bevor du wirklich mit Ausdauersport angefangen hast, oder bist als Quereinsteigerin dort reingekommen. Was hast du vorher gemacht? Ja, nicht viel eigentlich. Okay. Während meiner Jugendzeiten bin ich viel so in Ausgang halt auch und
habe so ein bisschen den Sport vernachlässigt, sage ich jetzt mal. Das ist immer gut für eine lange Sportkarriere, ich sag's dir. Also, Ja, das Schlüssel zum Erfolg. ja, ich sag's dir. Ja, ich habe 1-2 Jahre geshootet, Ja. aber eben, da bin ich noch recht jung gewesen und ja, einfach so ein bisschen zum Spass. Mhm. Aber für das bist du jetzt doch ziemlich erfolgreich gewesen die letzten paar Jahre. Ja. Also eben, ich habe einfach das Gefühl, seit ich weiss noch, wo wir dort damals das erste Mal zusammen Velo fahren sind, eben, das war während Corona, in diesen Jahren ist richtig viel gegangen bei dir. Und es ist wirklich aufwärts gegangen. Ja, an was, oder wenn du so zurückschaust, was sind so für dich die Momente, die sich geändert haben, um eben wieder Fortschritt zu machen? Ist es wirklich, also sicher einer eben der Wechsel vom Triathlon oder vom Duathlon nachher zum Velofahren. Was sind so die anderen Momente gewesen, wenn du so zurückschaust? Ja, also halt der ganze Prozess. Also ich habe gesehen, wie ich mich entwickelt, dass es eben vorwärts geht. Ja, dass ich vielleicht jetzt auch ein bisschen Talent habe. Mhm. Und ja, es ist mir einfach recht leicht gefallen so am Anfang. Und das motiviert halt mega. Ja. Ja, so ein bisschen das. Was ist leicht gefallen? Also, ich habe das Gefühl, auf dem Velo, alle haben immer das Gefühl, ja, Velofahren ist nur etwas. Aber ist es jetzt das Gefühl auf dem Velo beim Rennenfahren oder einfach das viele Trainieren? Oder was ist es, was einfach gegangen ist? Ja, schon vor allem das Trainieren. Das Rennenfahren ist dann etwas anderes. Ja, ich glaube, da kann ich noch viel dazu lernen. Ja. Aber ja, vor allem das Trainieren, all die Ausfahrten, auch mit anderen Personen. Ja. Ja, also ich finde es wirklich sehr eindrücklich, wie du also ich sage jetzt mal, Quereinsteigerin schon ein bisschen. Ich meine, du bist in einem späteren Alter wahrscheinlich als jetzt einige von deinen Teamkolleginnen in den Sport hineingekommen, oder? Ja, das ist sicher so, ja. Und was hast du das Gefühl, ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil? Kann beides sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ja, ich glaube, es kann wirklich einfach beides sein. Ich glaube, wenn du später anfängst, dann ist so wie das Feuer noch nicht so entfacht. Das ist wie eine kleine Flamme, die noch aufblühen kann oder was auch immer. Und ja, wenn du halt schon ein bisschen länger dabei bist, hast du dafür umso mehr Erfahrungen. Und ich glaube, das braucht es auch, ja. Aber hankerum könnte man ja auch sagen, du bist menschlich erfahrener oder weiter und deine Lernkurve ist steil. Das heisst, du kannst eigentlich die Schritte noch viel schneller gehen als die anderen, oder? Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen. Das ist eine gemeine Frage, ich weiss. Ja. Teamkolleginnen von der Busrühre. Ja, aber wir platzieren sie in den Bus. Ja, das stimmt. Hey, ja, ich bin gespannt, was auf mich zukommt, ja. Okay. Ja. Also zum Team kommen wir nachher sicher auch noch. Genau. André, du hast da eine sehr interessante Frage gesehen, ich gerade. Ich habe viele interessante Du hast Fragen. sehr viele Sag interessante mir, Fragen. welche du meinst. Es geht darum, eben, wir reden gerade darüber, dass du quasi den Quereinstieg gemacht hast. Und für alle, die den Podcast regelmäßig hören und wissen, der andere versucht das Gleiche. Er erzählt uns immer, wie viel Aufwand das ist und wie viel das da dazu gehört. Und was mich wundernimmt ist, wie hast du das gemeistert, beziehungsweise wie hast du das Backen bekommen, dass du jetzt quasi vor dem Schritt zum Profi stehst? Ja, gute Frage. Also es ist sicher mega wichtig, dass du halt viel Erfahrungen sammelst, eben vor allem an nationalen Rennen. Und ja, halt auch ein bisschen vorne reinfährst, dass eben jetzt in meinem Fall auch Swiss Cycling so ein bisschen aufmerksam auf dich wird. Und ja, durch das durfte ich dann auch mal mit der Nazi mit dürfen, durch den Romandie fahren. Ja. Und ja, dort habe ich eben auch dann von diesem Team erfahren, habe mich beworben und ja, so hat sich das dann wie ergeben. Aber ich habe mich auch wirklich etwa für 20 andere Teams angeschrieben und nichts gehört. Also ja, es ist wirklich
ist glaube auch ein bisschen mit Glück verbunden, würde ich jetzt mal sagen. Eben, du hast 2 Sachen angesprochen, wo wir später noch dazu werden kommen. Dein jetziges Team, dein neues Team und so ein bisschen Teamlandschaft in Europa oder Schweiz. Was mich so wundernimmt jetzt, eben du hast ja, wie lange jetzt so ein bisschen, also du hast vorher auch schon ein Team gehabt, das ist Embrace the World. Ja, genau, ja. Wie lange bist du dort gewesen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Ja, Jahr? genau. Und vorher? Nie. Also bist du allein unterwegs gewesen? Ja, genau. Wie hast das, also wie muss man sich das vorstellen? Eben, ich habe jetzt auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, du gehst allein an die Rennen, du brauchst jemanden, der den Bidon gibt, all das Zeug. Also ich weiss, dass der Simon, dein Freund, hat dir viel geholfen. Ja. Ja, wie schaust du zurück auf die Zeit? Ich meine, das finde ich extrem anspruchsvoll, das können meistern so lange allein. Ja, es ist schon hart. Ja, du musst recht viel selber eben organisieren. Du musst recht viel zahlen. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, du musst deine ganze Ausrüstung selber zahlen. Du musst sie selber kaufen. Renngebühren, Mitgliederbeiträge und so weiter. Und ja, dann auch während dem Rennen bist du halt so wie auf dich selber gestellt. Du hast kein Team, das dich unterstützt. Das finde ich krass. Ja. Eben, du fährst allein und dann schaust du eben so im Fernsehen und hast das Gefühl, ja geil, jetzt kannst du irgendwie mit deinem Team fahren, aber wie ist das, was ist das Schwierigste für dich, um in einem Rennen in die Top 10 fahren? Ja, schon das Taktische, würde ich jetzt Ja. mal sagen. Ja, einfach so ein bisschen, eben, wie sich das Feld bewegt, wenn gehen, ja, wenn es wichtig ist, vorne zu sein. Ja. Ja, so ein bisschen das. Und wie weit bist du jetzt da, von dort, wo du angefangen hast, jetzt besser geworden? Ja, schon ein bisschen, ja. Also offensichtlich bist du besser geworden, weil sonst hättest du nicht die Resultate können erzielen und Ja. Also ich glaube, da habe ich schon einen grossen Schritt in die richtige Richtung gemacht. So. Und was hast du das Gefühl, was ist so das Wichtigste? Also ist es jetzt irgendwie, dass du erkennst, oder der Renninstinkt, hast du das einfach über Erfahrung geholfen? Ja, schon vor allem Erfahrung und auch Rennen schauen, also im Fernsehen. Okay. Das hilft recht, ja. Spannend. Siehst du einen Unterschied bei den Frauen- und Männerrennen, was so die Strategien und das Rennen an und für sich angeht? Ja, immer wie weniger, muss ich sagen. Einfach auch, eben, weil sich das Frauenfeld recht entwickelt hat und es breiter ist geworden. Es gibt mehr starke Fahrerinnen. Ja, darum, nein. Ich glaube nicht, nein. Gibt es etwas spezifisch, wo du dich daran orientierst, wenn du die Rennen schaust? Wo du so denkst, boah, so wie er oder sie wollte ich mal sein? Ja, sicher Kasia. Ich finde sie eine mega coole Fahrerin. Oder ja, natürlich Demi. Ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die zwei. Ja, also ich finde es eine spannende Aussage von dir, dass es sich angleicht. Weil eben, das ist wahrscheinlich überall ein bisschen im Sport so, wo es so ein bisschen die Teamdynamiken gibt, dass der Frauensport langsam aber sicher aufholt. Jetzt gleich, was macht dich denn gleich noch so ein bisschen nervös vor den Rennen? Oder was sind so deine Emotionen vor einem eher wichtigeren Rennen jetzt? Ja, also am Anfang bin ich sicher recht nervös. Ja, einfach weil ich manchmal auch noch ein bisschen so Selbstzweifel habe. Ja, mache ich denn mit? Komme ich da den Hocker rauf? Ja, so ein bisschen das. Aber dann finde ich die Motivation recht schnell und ja. Wie gehst du damit um, wenn du mal einen Ausreißer verpasst und dann halt schon nach, keine Ahnung, der Hälfte des Rennen weisst, es hat irgendwie eine Gruppe vorne, die wahrscheinlich nicht mehr eingeholt wird und ich sage jetzt, Top 10 ist weg. Was machst du dagegen, dass du dort nicht einfach denkst, ja, jetzt ist alles vorbei, es scheisst mich an? Ja, einfach gleich wirklich fertig fahren. Denken, ja, also ist jetzt ein gutes Training. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob ich jetzt irgendwie eben 13. oder keine Ahnung was wird. Ja, einfach ein gutes Training absolvieren, fertig fahren, ja. Hast du, was den Mentalbereich angeht,
den Austausch geholt mit deinem Schwager in Spee, ehemaliger Gast bei uns, Böbi, oder von wo kommt das, dass du so denkst? Ja, also ich glaube, er hat mir da schon auch so ein bisschen unbewusst geholfen, was das angeht. Er ist ja mental sehr stark, finde ich. Und ja, ich habe ihn schon so ein bisschen als Vorbild genommen, was das angeht, ja. Ja, also ich finde es eben, ich muss schon sagen, und jetzt werde ich wahrscheinlich alle Ruder da draussen ein bisschen verrückt machen, aber ich finde das Mentale in einem Velorennen, oder ich sage jetzt Velorennen ist ein bisschen kindlich ausgedrückt, aber ist, finde ich, krasser als im Rudern während dem Rennen selber. Also darum finde ich mega ein wichtiges Thema. Mhm. Ja, wenn wir ein bisschen beim Mentalen bleiben, eben, es hat jetzt in den letzten 2 Jahren die schlimmen Unfälle gegeben. Wenn so etwas passiert, wie gehst du persönlich damit um? Ich meine, du hast jetzt noch die ganze Karriere vor dir, hast sicher auch schon den einen oder anderen Sturz gehabt. Ja, was löst das in dir aus und wie gehst du allgemein mit dem Thema um? Ja, es ist nie schön, wenn jemand stürzt. Ich glaube, man muss echt schauen, dass es einem nicht zu nahe geht. Dass man sich das so ein bisschen abgrenzen kann. Weil ja, es kann immer etwas passieren, es kann überall etwas passieren. Klar ist es jetzt so in einem grossen Feld ein bisschen risikohafter. Aber ja, ich glaube, es gehört einfach dazu. Und, ja. Aber am Start denkst du jetzt nicht irgendwie, ja, heute könnte ich vielleicht umgehen? Nein. Das nicht, oder? Nein. Ja. Ich glaube, das wäre auch nicht so gesund. Wenn ich das... Ja, dann könntest du wahrscheinlich gar nicht so befreit fahren. Genau, ja. Ich nehme an, die Vorfreude über das Rennen ist wahrscheinlich grösser, oder? Mhm. Macht es bei dir einen Unterschied, wie gross das Rennen ist? Ja, also jetzt zum Beispiel an der Tour de Romandie bin ich schon sehr nervös gewesen, aber habe mich auch gleichzeitig mega gefreut. Und ja, dort ist auch der Druck halt so ein bisschen grösser, du willst nichts Falsches machen. Aber bist du jetzt so der Typ Mensch, der unter Druck nochmal extra sich pushen kann? Oder bist du so, okay, einfach, eben, wie du sagst, so, ja, nichts falsch machen? Und ja, ich glaube, mal unter Druck funktioniere ich auch schon noch mal ein bisschen anders. ja, sonst wärst du ja nicht dort, wo du bist. Ja, voll, ja. Ja, ich glaube, das muss man auch noch ein bisschen lernen. Also allgemein, das kann man immer noch verbessern. Mhm. Ich glaube, egal wie gut du bist, du kannst immer noch besser werden im Unterdruck funktionieren. Also, Ja, ich glaube so, ja. Aber ja, also ich finde es mega krass, eben, zum Beispiel, eben, wie du schon gesagt hast, Tour de Romandie, und es stehen ja weitere so die 1.1 Rennen auf dem Plan bei euch. Also du doch schnell erklären, was 1.1 heisst. Das kann Noel gerade erklären. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das 1 hinten ist so wie ein höheres Rennen. Also 2 ist wie weniger stark. Und vorne steht die Zahl für, ob es ein Eintagesrennen oder ein Mehrtagesrennen ist. Ich hoffe, es stimmt jetzt so, wie ich es erzähle. Also ich bin auch nicht, also darum habe ich die Frage ein bisschen weitergeleitet. Ja, Weil, merci. Aber das ist klassisches Paulina Halbwissen, von dem her. Ja, wir das ist sind gut. da am richtigen Ort, oder du bist am richtigen Ort. Es kommt auf jeden Fall auf das raus, dass es praktisch eines der höchsten, oder das höchst kategorisierte Rennen ist, wo du kannst fahren kannst. Wie bereitest du dich denn im Vorfeld jetzt anders auf das vor, wenn du weißt, hey, in 2 Wochen habe ich dann so ein wirklich wichtiges Rennen? Ist es, ja, was tust du ändern in deinem Alltag? Ja, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen herausfinden, weil so viele Rennen bin ich jetzt noch nicht gefahren auf dieser Stufe. Aber ich glaube, eben, der mentale Aspekt spielt da eine grosse Rolle und ich glaube, da werde ich mich noch gut darauf vorbereiten. Also das heisst, die Phase, wo du dich jetzt eigentlich drin befindest, eben mit dem ganzen Aufschwung, den du erlebt hast in den letzten paar Jahren und jetzt das neue Team, wo wir eben später dazu kommen, das ist alles mega neu für dich? Ja, es ist wirklich alles sehr neu, ja. Okay, und also, was erlebt man da so tagtäglich, wenn man jetzt ja, so in so einer Phase ist? Ich meine, du kannst ja tausende von Sachen, die du noch nie gemacht hast wahrscheinlich. Ja, eben jetzt ist halt noch, bin ich noch so ein bisschen am Anfang.
darum bekommt man von dem allem noch nicht so viel mit. Aber ich glaube, wenn dann die Rennen anfangen, dann ja, spüre ich es dann schon, die Veränderung, ja. Ja, weil eben jetzt, wir haben es schon ein paar Mal teasert, ich glaube, es wird Zeit, dass wir langsam zu dem kommen. Würde ich auch sagen, ja. Auf deinem T-Shirt steht es gross. Dein neues Team heisst ja Nexitis und das Team ist ja auch neu. Genau. Das gibt es ja auch erst seit dieser Saison auf der Conti-Stufe, oder? Also auf der zweithöchsten Stufe. Und jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, was ist das Nexitis und was steht dahinter? Ja, das ist eben jetzt das neue Conti-Schweizer Team. Dahinter steht, also meinst du jetzt bezüglich Namen oder einfach? Name und Mission, Vision, darfst du gerne einfach erzählen. Ja, also in der Schweiz hat sich jetzt lange nichts da im Frauenradsport. Und das war halt mega schade, weil das Potenzial wäre schon rum. Und ja, jetzt haben sich da eben ein paar zusammengetan und das Team gegründet. Also ist natürlich nicht so schnell gemacht, wie jetzt gesagt, aber ich glaube einfach auch mit der Mission, dass man den Frauenradsport in der Schweiz möchte fördern, dass man eben auch die jungen Fahrerinnen fördert, dass man wie noch ein bisschen zu ihnen schaut, bevor sie näher ins Ausland gehen, zum Beispiel. Genau. Also die ersten Profischritte eigentlich. Ja, genau, ja. Und es ist ja wirklich so, dass eigentlich das Team hat etwas mit Swiss Cycling zu tun, oder? Ja, genau, ja. Also wie kann man die Zusammenarbeit oder die Unterstützung sich vorstellen? Ja, es ist vor allem finanzielle Unterstützung. Ja. Aber das Team möchte sich schon auch von Swiss Cycling ein bisschen abheben. Ja. So viel ich weiss, da weiss ich jetzt selber Ja. auch nicht mehr Eben, es dazu. ist für alle, glaube ich, ein Ja. bisschen neu. Auf jeden Fall wirklich eine mega coole Sache, dass du und deine Kolleginnen die Chance bekommen haben. Was siehst du jetzt so für Vor- und Nachteile? Nein, logisch, jetzt bleiben wir bei den Vorteilen, sorry. Was siehst du für Vorteile für dich jetzt in diesem neuen Team, wo einerseits mega frisch ist, neu gegründet worden ist? Was ermöglicht dir das? Ja, vor allem mich können zu entwickeln, eben auf dieser Stufe, mit diesen starken Frauen zusammen Rennen fahren, Rennerfahrungen sammeln und ja, einfach so der erste Schritt eigentlich Richtung Profi. Und ja, es ist halt mega cool, wenn du dann siehst, ja, dass eigentlich das Team so perfekt zusammengestellt ist, mit mega guten Fahrerinnen und ja, es motiviert halt mega. Was mich wundernimmt, eben, wir haben jetzt viel über die Möglichkeit von der Entwicklung geredet, was aber sicherlich auch dazu gehört, wenn man Profi werden oder sein oder als Profi trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen, ist natürlich auch irgendwo durch die finanzielle Freiheit. Also ich weiss, in der Schweiz reden wir jetzt nicht öffentlich über Löhne und so, aber was mich wundernimmt, wirst du jetzt noch weiterhin arbeiten, jetzt wo du im Conti-Team bist? Oder wie sieht das aus? Weil ich nehme an, die meisten Männer, die in einem Conti-Team sind, müssen wahrscheinlich nur noch sehr kleine Pensen machen. Wie sieht es bei den Frauen aus? Ja, also wir haben jetzt echt das Glück, dass wir eben angestellt sind und auch etwas bekommen. Aber ja, jetzt in der Schweiz leben kann ich nicht davon. Darum arbeite ich weiterhin noch bei meinen Eltern. Genau. Ja, ist spannend, weil ich glaube, das wäre sicher auch mal das Ziel, dass es dann wahrscheinlich mal Teams gibt in der Schweiz, die auf der Conti-Stufe sind, wo man mindestens Halbprofi ist oder rein vom Lohn her. Jetzt, was mich auch wundernimmt, ist, du hast vorher erzählt, du bist angefragt worden an der Tour de Romandie. Ist das richtig? Ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt da jemand, der sagt, hey, wir gründen gleich ein Team, oder hat es dort schon gegeben? Und dann hast du gesagt, geil, ich komme. Nein, also es ist etwas anders gegangen. Ich habe dann wie von diesem Team erfahren und habe mich dann beworben, sozusagen. Okay. Mit einem Bewerbungsschreiben, Leistungsdaten und so. Also wie muss man sich das vorstellen? Ich nehme nicht an, das ist so ein Bewerbungsschreiben, das man für einen normalen Job rausschickt. Hey, es ist im Fall recht ähnlich. Also Motivationsschreiben? Ja, und quasi, CV ja. Und
Leistungsdaten? Ja, du musst halt so ein bisschen, ja, warum das Team, was du mitbringst, ja, wie sie dich könnten einsetzen zum Beispiel. Was hast denn du gesagt, wie sie dich könnten einsetzen? Ja, dass ich eine gute Teamplayerin bin. Ja, so ein bisschen meine Stärken, dass ich eben auch gerne so im Breakaway fahre zum Beispiel. Ja, so ein bisschen das. Und ja. Und das hat dann... Hast du es geschickt und du bist eigentlich eine normale Bewerberin gewesen, oder? Ja, hast ich du has... schon die Kontakt gehabt, oder die haben gewusst, dass du eigentlich aufstrebend und gut wärst für das Team, oder? Ja, ich habe es ihnen eben dann geschickt und länger nichts gehört. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen damit abgeschlossen und mir gesagt, ja, es reicht auch nicht. Und dann habe ich aber gleich die Nachricht bekommen, ja, dass sie mich gerne dabei hätten. Und ja, das hat mich natürlich dann mega gefreut. Und ich habe nicht so damit gerechnet, ehrlich gesagt, ja. Und wie war es denn für dich, als ihr das erste Mal alle miteinander waren? Ich weiss nicht, wie viele Leute hast du schon gekannt? Oder wie war es so gewesen, einfach von der Teamdynamik? Also die meisten habe ich schon gekannt oder schon mal gesehen. Aber wir haben es echt von Anfang an mega gut gehabt. Ja, es hat alles passt. So, ja. Also das heisst, du bist grundsätzlich eigentlich zufrieden mit den Fahrerinnen, die du jetzt im Team bist? Ja, sehr. Ja. Okay. Und haben die da können untereinander irgendwie noch... Also ich weiss ja, bei gewissen Conti-Teams kannst du irgendwie noch sagen, ja, der wäre noch etwas, frag doch den mal an. Oder haben die da untereinander etwas miteinander zu tun gehabt und sich ein bisschen können sagen, hey, ich hätte noch eine Kollegin, die auch gut ist? Oder wie ist das? Nein, also ich habe nicht mal gewusst, wer alles dabei ist. Okay. Von dem her, ich glaube nicht, nein. Mhm. Nein, da haben wir glaube ich nichts zu sagen gehabt, ja. Und jetzt bin ich vorher auf der Webseite und es hat sich etwas herausgestellt. Für uns zwei bist du ja noch blutjung, mit Jahrgang 2000. Ja. Bei dir im Team bist du quasi das Mami. Ja, genau, ja. Das ist noch lustig. Wie ist das jetzt für dich, wenn du weißt, du bist die Älteste und ja, irgendwo durch auf natürliche Art und Weise vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Zugpferd? Ja, halt, ja, die Älteste mit dem wenigsten Erfahrung, würde ich jetzt mal sagen, so im Radsport. Aber ja. Hast du das Gefühl, du wirst so wahrgenommen oder wie gehen deine Mitfahrerinnen mit dir um? Ich nehme an, sie sehen genauso Chancen in dem, dass du auch weniger Erfahrung hast als sie, oder? Ja, also ich denke, sie werden mir sicher helfen und ich glaube, es ist auch für sie cool, wenn sie mir so ein bisschen können zeigen, ja, wie das hier läuft. Genau. Und du gibst dann außerhalb vom Radsport noch den Takt an. Genau, ja. Also du meinst, so läuft das. Genau. Nein. Ja, auf jeden Fall wirklich eine coole Sache. Eben für die Entwicklung des Frauenradsport in der Schweiz. Ist jetzt das bitter nötig gewesen? Ja, ich würde schon sagen, ja. Okay. Also es gibt ja noch ein World Tour Team, Roland heisst es. Ja. Das ist ja auch von der Schweiz, also das Schweizer Team. Aber abgesehen von dem, ja, ist nicht wirklich etwas gelaufen. Also vor dem, bevor es, ich sage eben Nexetis, wie sagt Nexetis? Nexetis, sage ich. Nexetis. Ja. Also ich habe immer Nexetis gesagt. Also ich sage jetzt Nexetis. Bevor es das Team gegeben hat, wie muss man sich die Radteam-Landschaft in der Schweiz vorstellen? Also eben, hat Roland gegeben als Pro-Team auf der höchsten Stufe bei den Frauen. Und nachher ist eigentlich nichts gekommen. Nein, also jetzt lang hat es nicht mal ein nationales gegeben. Ja, jetzt hat es eins, also haben sie von Cycling Team Ost haben jetzt ein nationales Team gegründet. Aber vorher hat es nichts gegeben. Also da ist eigentlich jede für sich selber gefahren, ja. Also einfach ein riesen Gap zwischen Profi und alles, was unten ist. Genau, ja. Das finde ich schon extrem krass, weil es gibt so viele gute Velofahrerinnen und Velofahrer in der Schweiz, die einfach niemals die Chance bekommen, um sich zu zeigen. Also Ja. das ist jetzt die Erfahrung, die ich jetzt ein bisschen gemacht habe im letzten Jahr. Du musst wirklich sehr viel Glück haben. Und klar, wenn du ein Ausnahmetalent bist, dann wirst du es irgendwann schaffen. Aber sonst
gibt es so viele, die wirklich sehr gut sind und es nie werden irgendwo hinschaffen. Wie siehst du das? Ja, das ist genau so. Ja, bei den Männern ist es noch etwas anderes. Da gibt es halt mehr noch so nationale Teams. Aber dann wirklich der Sprung von national auf Conti ist so schwierig. Also, du brauchst echt die richtigen Connections. Du brauchst eben, wie du gesagt hast, Glück, gute Resultate. Ja. Und hat es dich belastet in dieser Zeit, wo du auf der Suche warst? Ja, schon ein bisschen. Also ich habe mich recht unter Druck gesetzt. Ja, einfach wirklich unbedingt ein Team finden. Ja, das hat mich schon ein bisschen belastet, ja. Wenn dich jetzt selber hättest müssen einschätzen während dieser Zeit, wie weit weg bist du von der Pro-Cycling-Stufe? Oder wie viel brauchst du noch, um den nächsten Schritt zu machen nachher? Weil ich nehme an, es ist eigentlich perfekt, dass du noch so den Zwischenschritt hast, oder? Ja, genau. Also es gibt ja jetzt neu auch noch Pro-Conti. Das ist echt so unter World Tour. Und ja, also bei der Frau ist es ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also, Das heisst? eben jetzt, also ich weiß auch nicht, was definierst du als Profi? Ja, schon die World Tour eigentlich. Dass du echt davon kannst leben, Ja. sozusagen. Ja, dann musst du halt einfach... Ja, was braucht es? Rennen gewinnen, ja. Sie müssen die wie entdecken, halt, sozusagen. Weil ich finde es eben noch spannend bei Nextis, die Vision, die sie haben. Weil die ist eigentlich ja sehr modern. Also, um es auf Deutsch paraphrasieren, es geht nicht nur um Rennresultat, sondern wir messen unseren Erfolg auch an der holistischen Entwicklung von unseren Athletinnen, fördern ihr Wachstum, nicht nur als Velofahrerinnen, sondern als Individuen, die eine gewisse Eigenständigkeit, gewisses Selbstvertrauen und ein gewisses Selbstbild mitbringen. Also es ist ein sehr, sehr moderner Ansatz, vor allem für ein Sportteam. Ja, das ist sicher so, ja. Aber ich finde es auch mega schön, dass sie uns wie nicht unter Druck setzen und der Fokus wirklich einfach die Entwicklung ist, ja. Ja, also ich habe es auch mega spannend gefunden, weil normalerweise, oder weisst ja auch, dass es ist ein riesiges Business, wo du irgendwann musst Geld machen musst. Und ich finde es eben schön, dass es auch eine Stufe gibt, wo du eben die Zeit bekommst. Und darum finde ich es mega cool. Und du hast also wirklich das Gefühl, dass so ein bisschen, also ja, wie siehst du jetzt deinen Weg bei Nexitis, um dich zu entwickeln? Also wenn jetzt du sagst, hey, in 3 Jahren muss ich dann schon das und das erreicht haben, oder was geht so in deinem Kopf bezüglich dem vor? Hey, also ich glaube, ich überlege mir jetzt noch nicht gross, was ich dann wirklich 3 Jahre möchte. Ich möchte einfach das Beste aus mir rausholen. Und ich glaube, das kann ich mit diesem Team. Ich glaube, sie stehen hinter mir, eben auch bezüglich Entwicklung und Rennerfahrungen und so. Ja, mein Ziel ist jetzt einfach möglichst eben viel, ja, es ist jetzt schon 1000-mal gesagt, viel Erfahrungen sammeln. Ja, aber es ist das Einzige, was am Schluss zählt. Ja, und ja, schauen, wie weit dass ich da komme, ja. Wie geht es jetzt denn in den nächsten paar Monaten weiter? Ich meine, jetzt wie viele Mal habt ihr euch schon gesehen? 2 Mal. 2 Mal? Ja. Und wann geht es los mit der Saison? Anfangs März. Und haben ihr noch irgendwelche Trainingslager vor? Oder? Ja, genau. Mitte Februar haben wir ein Team-Trainingslager in Spanien. Geil. Genau. Ja, das klingt gut. Ja, ich freue mich, ja. Und dann werdet ihr sonst noch irgendwelche Anlässe haben, wo ihr irgendwie zusammen etwas macht oder Sponsoren sucht? Oder? Wir haben noch verschiedene Meetings, einfach Online-Meetings, ja, wo wir ein paar Sachen anschauen. Ja. Genau, aber ja. Und so bezüglich Trainingsplan, wird jetzt das vom Team vorgegeben? Also habt ihr einen Headcoach oder hast du immer noch deinen eigenen Coach, den du früher schon gehabt hast? Ich habe meinen eigenen, Okay. genau, und den darf ich, soweit ich weiss, auch behalten. Okay, und das machen alle ähnlich wie du? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Aber da gibt es trotzdem wahrscheinlich nicht mehr bei den Rennen einheitliche sportliche Leitung, oder? Ja, das schon, ja. Aber ich glaube, jede hat ihren eigenen Trainingsplan und tut sich so selber wie auf die Saison vorbereiten. Okay, Ja. das ist aber noch spannend, dass man nicht wie von einer Instanz aus trainiert wird. Ja, ich glaube, das ist recht unterschiedlich. Also ich habe es auch schon gehört, dass eben
Viele, vor allem World Tour Teams, haben eben ihre eigenen Coaches und ja, da wird echt gemacht, was sie sagen und da sind sie, glaube ich, nicht so frei. Aber eben, es ist recht unterschiedlich. Ja, das sind, ich finde es auch sehr ein spannender Ansatz, weil ich es mir auch überhaupt nicht gewöhnt wäre, so zu trainieren. Aber ich glaube, schlussendlich kann es eben schon funktionieren, wenn sich jede Athletin dann wohlfühlt und eben das Beste aus sich kann rausholen kann. Dann muss man am Schluss halt vielleicht einfach noch schnell ein bisschen die Schräubchen drehen, dass es im Rennen dann stimmt. Aber wenn man sich auch besser kennenlernt, dann wissen ja die Leute dann auch, wie du fährst. Und, Ja, genau. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zu der Landschaft oder der Radteamlandschaft in der Schweiz. Du hast angetönt, dass es ein riesen Aufwand ist, so ein Team zu gründen. Also ich weiss ungefähr, der Kollege Böbi hat ja auch mal ein Vorhaben gehabt und es handelt sich auch ich sage jetzt für ein Conti-Team, du mich korrigieren, 500.000 einfach mal zum Starten. Was könnte man denn sonst noch dagegen machen, aus deiner Sicht, dass sich die Landschaft in der Schweiz jetzt bei den Frauen noch ein bisschen mehr, dass das ein bisschen mehr floriert? Ja, gute Frage. Oder was hättest du dir gewünscht, als du auf der Suche warst? Ja, eben, dass es halt so ein bisschen mehr Angebote in der Schweiz gibt. Eben, vor allem so nationale Teams. Ich glaube, das ist auch ein bisschen weniger aufwendig, wie wenn du ein Conti-Team gründest. Einfach halt Leute, die das in die Hand nehmen. Ich glaube, das fehlt noch ein bisschen. Einfach weil auch der Frauenradsport vor ein paar Jahren ja noch nicht so attraktiv war wie jetzt. Ich würde sagen, fast schon inexistent. Genau, ja. Aber eben, jetzt kommt es immer wie mehr und jetzt gibt es auch Leute, die da dahinter stehen und das in die Hand nehmen. Ja. Hast du das Gefühl, die Velo-WM im eigenen Land hat nochmal einen extra Push gegeben? Ja, könnte schon sein. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ist schon sehr motivierend. Ja, ich bin schauen, ja. Okay. Ja, es war cool. Es war ein bisschen bitter, dass das Frauenrennen an Samstag so vergegelt war mit dem Wetter. Es war wirklich ein bisschen assi. Ja. Aber Petrus irgendwie etwas gemacht da oben. Ja, was mich noch wundernimmt, ist jetzt so allgemein dein Trainingsalltag. Du sagst eben, man muss noch arbeiten. Wie läuft denn das ab, wenn jetzt im Winter mit Arbeiten und Trainieren? Also während der Trainingslager mache ich immer Homeoffice. Das heisst, am Morgen oder eben am Mittag mache ich mein Training, komme zurück und tue dann so gegen oben noch ein bisschen arbeiten. Und hier in der Schweiz gehe ich meistens am Morgen ins Büro, komme am Mittag heim, esse etwas und gehe dann aufs Velo. Du hast ja gesagt, du bist bei deinen Eltern angestellt. Ja. Wie oft sagst du so, ja, Mami, Papi, ich muss jetzt leider trainieren? Ja, also ich möchte es jetzt fest ausnutzen. Sie geben mir recht viel Freiraum und ich kann es recht so flexibel gestalten. Darum tue ich es jetzt auch nicht ausnutzen. So. Das ist doch gut. Kein Arbeitszeitbetrug. Nein, sicher nicht. Ich glaube, man kann schon genug froh sein, wenn man genug Unterstützung bekommt von den Eltern. Ja, das ist ja so, ja. Ja, bezüglich Ernährung. Das ist ja immer ein wichtiges Thema auf dem Velo. Jedes Kilo, das du am Berg weniger hast, bringt etwas. Wie machst du das? Wie handelst du das? Hast du da einen Plan oder bist du schon genug leicht? Hey, mit dem habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so befasst. Aber ja, ich möchte jetzt schon mal noch ein bisschen schauen, eben mit einer Ernährungsberaterin. Aber ja, ich bin nicht so Expertin, was das jetzt angeht. Ich schaue einfach, dass es möglichst ausgewogen ist. So. Und isst einfach, wenn du vor dem Training ist gut und nachher ist gut und dann so im Moment funktioniert es relativ okay. Ja, bis jetzt ist es echt immer aufgegangen. Ja. Okay. Gut, das Gute bei Velofahrern ist ja, ihr macht so lange intensive Trainings, da gehen einige Kalorien durch. Voll, ja. Und entsprechend, ich habe das Gefühl, Velofahrer und Velofahrerinnen sind immer so Snackgemüse. Ja, das hat schon etwas, ja. Was ist dein Guilty Pleasure? Ich würde sagen Schoki oder Kuchen, irgend so etwas, ja.
Sehe ich. Ja. Ist eben noch lustig, weil wir hatten mal den Rainer Keplinger bei uns gehabt. Und dann haben wir die gleiche Frage gestellt. Und er hat uns ja gesagt, er tut nicht snacken. Und das glaube ich ihm bis heute nicht. Ja, ich weiss nicht, ob er dort gerade irgendwie eine Phase hatte, aber ich kann es mir auch noch schlecht vorstellen. Bist du auch so ein Kaffeetrinkerin? Weil du siehst ja immer so die Fotos, wenn du auf einen Ride gehst und dann machst du das Kaffeepäuseli, dann machst du schnell ein Foto von deinem Kaffee. Also nicht jetzt du, aber man macht es so allgemein. Wie ist es bei dir? Ja, das bin ich immer dabei. So. Ja. Ja, kommt auch immer ein bisschen darauf an, mit wem dass ich fahre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Stunden allein trainieren, dann mache ich nicht unbedingt irgendeine Kaffeepause. Aber eben mit anderen zusammen, ja, wieso nicht? Gehört ein bisschen dazu, finde ich. Ja. Ja, finde ich Was auch. ist wichtiger, der gute Kaffee oder ein guter Snack? Schwierig. Gibt es einen Kaffee ohne Snack? Ja, das gehört so ein bisschen zusammen, oder Eben, nicht? also ich würde jetzt nie anhalten und einfach nur einen Kaffee nehmen. Ja, da hast du gerade eine Koffeinflasche, ja. Also wenn du auf dem Velo bist, meine ich. Ja, okay. Nein, du nimmst immer irgendwie Ja, schau, noch... ich bin der absolute Laie. Ihr seid da ein bisschen besser ja. bewandt. Noel, aber ja. Okay, also immer einigen wir uns auf beides. Ja. Beides ist gut. Ja, was würdest du denn gerne noch für ein Rennen, wenn du so in die Zukunft schaust? Was ist so das Rennen, wo dich wirklich reizt, um mal dabei sein und auch gut sein? Ja, eins davon wäre sicher Paris-Roubaix. Ja. Ja, ich finde echt die Strecke mega cool. Es ist mega hart und ich glaube, ja, das würde mir auch schon noch so ein bisschen liegen. Ja, und vielleicht auch mal eine Etappe an Tour de France. Ja. Dann würdest du ja wirklich gegen die Bösesten von den Bösen fahren. Genau, ja. Glaubst du, hättest in dem Moment, oder so das erste Mal, wenn du dort auf dieser Stufe bist, immer noch so einen Fangirl-Moment? Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss auch gerade am Anfang. Ja, safe. Ja, es ist schon etwas Spezielles. Bei wem würdest du jetzt noch nach einem Viertel fragen? Ja, eben bei Kasia wahrscheinlich. Ja. Oder bei Demi. Ja. Schön. Nein, ich finde das immer schön. Ich find, man muss... Aber das darfst du auch noch haben, wenn auf der... Also gut, es wird automatisch ein bisschen weniger wahrscheinlich, wenn du endlich gut wirst. Aber ja, ich finde es auch voll fair, dass man das... Ich finde das schön. Ja. Ja, eben so Saison 25, wenn du sie so vorstellst, was läuft so in deinem Kopf ab? Was siehst du für Bilder? Was siehst du für Events? Auf was freust du dich besonders? Was steht dir bevor? Ja, eben, ich freue mich vor allem auf die Rennen, auch so ein bisschen auf die Mehrtagesrennen. Und ja, einfach so aufs Drum und Dran, halt auf die Reise, aufs Derzi, aufs Team, ja, auf all das Neue halt, wo mir jetzt bevorsteht, ja. Weißt du schon so plus minus, welche Rennen anstehen werden? Ja, also auf der Webseite gibt es so einen Kalender. Das hätten wir natürlich können sehen. Habe ich gesehen. Aber wir können natürlich immer noch fragen, fahrst du alle von denen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das weiss ich ehrlich gesagt gar noch nicht. Okay. Ja, darum, da kann ich gar noch nicht so Aber viel du dazu sagen. weißt, also es gibt Leute, die alle könnten fahren, oder ist es so vereinbart, dass wir immer dort abwechseln? Oder ich meine, es sind 8, oder wie viele sind ihr? Ja, ungefähr 10. Ungefähr 10. Ich nehme an, es können nicht immer alle fahren. Nein, also wir haben ja noch 3 Bikerinnen dabei. Und die fahren noch Weltcup. Und ich glaube, das überschneidet sich auch manchmal. Darum, ja, sie sind auch schon mal weniger. Aber ob jetzt eine alles fährt, weiss ich nicht. Ja. Und wenn jetzt könntest so ein bisschen Prioritäten ankreuzeln, welche würdest du jetzt da besonders gerne fahren? Oder hast du überhaupt alle im Kopf? Ich habe gesehen, es sind wirklich einige. Es sind wirklich viele, ja. Ja, es sind recht viele. Ja, vor allem die Rundfahrten, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, das könnte man noch liegen. So. Okay. Und du hast noch nie eine Rundfahrt gemacht in diesem Stil? Mal eben mit Embrace the World Ja. bin ich in Italien gsi, Giro Toscana. Dort bist du mega gut gewesen, oder? Du bist... Es geht. Also, Ist es nicht dort gewesen, wo du... Also du bist die Beste vom Team gewesen und hast aber irgendwie noch im Gesamtklassement etwas... Ist das nicht dort gewesen? ich glaube, du meinst
die deutsche Rundfahrt, aber das war eben nicht UCI, also kein Ah. UCI-Rennen. Okay, ja, vielleicht habe ich es Ja, nicht ganz richtig kann im sein, Kopf. ja. Okay, Ja, und eben durch die Romandie, aber ja. ja. Ja, es hat auf jeden Fall ein paar recht gute Rennen drauf. Mhm. Und, Sehr viel vor allem. Also wirklich Ja. viel. Eben, das finde ich auch wirklich das Coole am Team, dass sie sich auch den Rennkalender wirklich so ausgesucht haben. Ich meine, es braucht halt immer einen grossen Aufwand, eben mit nur schon mal das Fahrt beim Auto an, oder? Musst du dort hinfahren und das Teamleiter und alles, also ja, finde ich... Also ich hoffe wirklich, dass es für dich mega viel bringt, um dich an den Punkt zu bringen, wo du halt noch mal kannst einen Schritt machen kannst. Was aber krass ist, es ist ja wirklich von März bis Oktober. dann. Ja, es ist eine lange Saison. Durchgehend. Ja, Also das ist ja auch neu für dich, dass du dann so viel wirst weg sein, nehme ich an. ja, ich glaube, an das muss ich mich schon noch ein bisschen gewöhnen. Mhm. Ja. Auch wenn doch einige noch in der Schweiz sind, oder? Ja, genau. Ich glaube, es sind ein paar noch in der Schweiz, ja. Mhm. Ja, und was würdest du am wenigsten gerne verzichten, wenn jetzt so... Ja, was wirst du am meisten Mühe haben, was hast du das Gefühl? Also wenn ich so lange weg bin, oder? Ja, oder einfach immer wieder weg bist. Ja, schon auch so ein bisschen Kollegen und Kolleginnen daheim, meine Familie. Ja, einfach so allgemein so ein bisschen daheim sein, Ja. Solothurn. Ja. Let's go! Ja. Ja, es wird sicher spannend für dich. Und wir von Volline werden das sicher verfolgen und Absolut. dich anführen. Ja, vielleicht noch kurz, wenn wir wirklich noch ein bisschen weiter schauen, bezüglich deiner ganzen Velokarriere. Ja, was sind so deine Ziele, die du gerne würdest erreichen? Jetzt eben, wahrscheinlich überschneidet sich mit den Rennen, die du gerne würdest fahren, die du ja schon gesagt hast. Ja, erzähl uns mal so, wo siehst du dich in 3-4 Jahren, wenn es gut läuft? Schwierige Frage. Also ich möchte wirklich einfach probieren, alles rauszuholen. Und so, ja, mir nimmt einfach der ganze Prozess nicht mehr Wunder, was ich so eben mit meinem Körper alles machen kann. Und wo ich mich sehe, ja, schwierig zu sagen. Ich hoffe, ich kann davon leben. Ja, das wäre sehr cool. Ja, weil ich meine, es ist ein mega Privileg, wenn du so quasi dein Hobby also professionell Absolut, kannst ausüben. Ja. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ja, ich glaube... ja, ich kann das nicht genau sagen. Ja. Es ist auch eine schwierige Frage für für die Schweizer. Es ist immer ein bisschen schwierig, so eine gute Vision in die Zukunft zu haben, weil man traut halt wir nicht sagen, ja, ich habe ein paar Roubaix gewonnen. Ja, voll, Also, ja. Es ist, ja, wir sehen, was du meinst und ich glaube, das kommt sicher gut, wenn du immer das Beste ist und versuchst, die Chancen zu packen, die du bekommst. Ja, voll, ja. Ja, hast du noch etwas, was du loswerden willst, was wir vergessen haben? Nein, ich glaube, der hat ein bisschen alles angesprochen, alles Wichtige, ja. Ja, fantastisch. Ich glaube, wir haben auch sehr viel gelernt heute. Ja, voll. Und ja, der andere hat es ja schon gesagt, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Also wir werden ganz genau drauf schauen. Und wir können dir versichern, eigentlich alle, die bei uns im Interview waren, haben nachher Erfolg gehabt, auch im Sport. Von dem her, wir sind sicher, es wird auch bei dir gut laufen. Ja, das hoffen wir, ja. Es ist sicher kein schlechtes Omen, wenn du bei Volline warst, weil es funktioniert anscheinend. Keine Okay, Ahnung, gut. was da läuft, wir werden es nicht aufbeschwören, aber wir hoffen, das trifft auch bei dir ein. Ja, vielleicht noch schnell, wie kann man dich unterstützen, wenn man dich gerne immer noch unterstützen will? Oder ist jetzt das durch das neue Team eigentlich gar nicht möglich, sozusagen, wenn ich jetzt will, dass du ein Käppchen mit meinem Logo trägst? Oder wie läuft das ab? Hey, ich müsste es sicher abklären, aber ich glaube, möglich ist es schon. Ja, es ist schon erlaubt, noch Privatsponsoren zu haben. Okay. Genau. Und wenn man dich möchte sponsoren oder zumindest einfach verfolgen, wo findet man dich da? Ja, am besten auf Instagram unter noel.ingold. Fantastisch. Das Genau. ist einfach zum Merken. Perfekt. Ja, in dem Sinn, danke vielmals, bist du bei uns gewesen, hast den Weg auf dich genommen, dahin. Und
wir wiederholen uns auch. Wir wünschen dir nur das Beste auf deinem Weg. Ich glaube, zumindest ich kann auch nachvollziehen, was du ein bisschen erlebt hast oder was du durchgemacht hast. Und ich habe wirklich einen grossen Respekt vor dem. Und wir wünschen dir alles Gute und hoffen eben, dass von Ihnen auf dich schauen wird. Merci vielmals und danke für die Einladung. Es war super. Ja. Danke. Noel. Ja, wenn du da immer noch dabei bist, dann danken wir dir ganz herzlich. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Versuch 5 Sterne zu geben, wie immer. Und wir versuchen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für dich zusammenzufassen. Genau, und folgt nicht nur den Noel auf Instagram, sondern auch uns. Uns findest du unter Volline_Podcast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann teilen doch mit deinen Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.